Und somit Christi zu Cyberpunk 2077. Kurzer Blick, ich muss da ein bisschen leiser dran, sonst haut zwar die Urwascheln raus. Hier ist das Ersatzspiel, wenn du mich schon länger verfolgt hast oder auch die 15. Anno-Episode mitbekommen hast. Ich habe gesagt, weil Anno, ja, es hat mir halt geärgert zum Schluss und ich habe gesagt, ich finde einen Nachfolger für das Spiel. Zum Fortfahren drücken. Natürlich wird einmal kein reingehackt. Ja, bla bla blub. Sehr gut. Wie du siehst, Patch Nummer 2.12. Wir sind hier unterwegs auf der Xbox Series S. Phantom Liberty ist jetzt noch nicht gekauft, beziehungsweise noch nicht mit installiert. Ich möchte das Ganze jetzt mal nur rein das Hauptspiel durchgehen. Und ich hoffe, wenn du damit einverstanden bist, dass wir jetzt Cyberpunk angehen, ich hoffe, wenn du mich schon länger verfolgst, du bist damit einverstanden. Das alles, Episode 1 wird jetzt mal dazu dienen, dass wir den Charakter erstellen und dass wir da die ganzen Einstellungen finden. Es gibt halt nur ein kleines Problem. Das Lied, das du gleich im Intro hören wirst, zwischen Charaktererstellung und Beginn vom Spiel, das ist ein Urheberrecht und das Intro dauert alles in allem vielleicht eine Minute oder knapp 50 Sekunden. Und ich möchte, da ich weniger der Mensch bin, was mit der Musik im Spiel vertraut ist, möchte ich das Ganze deaktivieren und ich möchte das ganze Spiel ohne Musik irgendwie genießen. Mal schauen, wie sie das Ganze urheberrechtlich geschützte Musik deaktivieren. Naja, wenn das so ist, dann könnten wir da rein theoretisch auf 20 hochgehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung. Genau. Heimkino. Warte mal. Soundeffekt, Lautstärke, das will ich im Nachhinein alles ändern und verändern. Wir gehen da überall auf 45 einmal runter. Dialoglautstärke gehen wir mal auf 80. Und ich hätte gesagt, im Auto braucht man Radioport. Der Radioport, wenn er 0 gesetzt ist, wird der Radioport stumm geschaltet. Wenn das Ganze, wenn unsere Taten oder Entscheidungen Auswirkungen haben und du das im Radio hörst, dann gib bitte ab in die Kommentare damit und dann kann ich diesen Radioport, diese Radioport-Lautstärke kann ich dann eher auftragen. Gut, ich habe mir da schon ein bisschen in den Einstellungen habe ich schon ein bisschen gespielt. Gameplay, Dialoge werden wir lassen, die Nacktheit werden wir zensieren fürs Let's Play. Privat würde ich es ausmachen, aber YouTube halt, ne? Ich meine, wir sind ja keine 18 mehr, gell? Oder keine 12. So, ich habe dort alternativ Johnny Silverhands aussehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, sag mir da bitte Bescheid. Alles weiß ich auch nicht mehr. Ich habe zwar vor knapp einem dreiviertelten Jahr mal bis den Prolog durchgespielt, wo du dann wo du mit Wie im Apartment aufwachst und an der Wand stehend Johnny Silverhand steht. Genau. Das lassen wir mal so. Das können wir ja alles einmal ein bisschen bearbeiten im Laufe des Ganzen. Grafikmodus, Performance, Sprache, bla, Interface, bla bla blub. Hier möchte ich dann später einiges anpassen, aber dazu später mehr. Barrierefreiheit ist auch in Ordnung. Ja, ich hätte gesagt, wir verbleiben so. Genau, den Rest werden wir dann im Laufe der Zeit machen. Wir werden ein neues Spiel starten. Wir werden auf Normal das Ganze beginnen. Folgendes.
Machen wir da ein bisschen lauter. So. Und zwar folgendes. Ich kenne bereits den Anfang mit dem Konzerner. Das habe ich mir schon mal angeschaut. Und das mit dem Nomaden. Prinzipatorisch haben alle drei, was ich so mitgekriegt habe, zwar die Anfänge sind unterschiedlich, enden aber im, ja, finden eigentlich ihren Anfang bzw. Ende des Weges am gleichen Ort. Ne? Ja, so irgendwie. Kann man das so erklären? Wir werden Straßenkind. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Aber es hat auch Vorteile, einen Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Wichsern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwächen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Wir werden trotzdem den Nomaden nehmen. Eins vorweg. Der männliche Charakter, alles recht gut und schön. Wie du vielleicht aus dem, wenn du mich schon länger verfolgst, wie du aus dem Mass Effect Let's Play damals, aus dem ersten Teil, ich habe ja dort das Mädel genommen, weil mir die Stimme dort besser gefällt. Hier werden wir das Ganze auch machen. Hier mag ich auch die weibliche Stimme mehr. Und somit kann ich mir auch ein bisschen, ja, lassen wir das. Stimmlage. Ich bin W. Ich bin W. Ah ja, da gibt's ja nur die eine, gell? Ich bin W. Guckt sie auch geil an. Ich bin W. Hautfarbe, wir lassen das alles so. Hauttyp, Frisur. Ja, aber ich will mir eigentlich mit der Charaktererstellung gar nicht so lange aufhalten. Wow. Machen wir auch auf Oldschool, hä? Naja, war keine so schlechte Idee, gell? Haarfarbe, Frisur, was gibt's denn noch? Hm. Im Endeffekt, das nehmen wir. Was haben wir da? Ah, blau. Eins vorweg, so wie ich es auch momentan in vielen meiner Let's Plays mache, so wie XCOM und Mass Effect 2, glaube ich, habe ich das auch gemacht. Oder werde ich es noch machen? Keine Ahnung. Ich werde im Schnittprogramm die Farbsättigung etwas hochdrehen, dass es ein bisschen kunterbunter wird, der ganze Scheiß, gell? Ja, ich stehe momentan auf knallige Farben. Warum? I don't know. Das ist geil. So wie. Zeig mir deine Augen, Baby. Ja, nicht so. Ja, da waren die. Da haben mir die besser gefallen. Augenfarbe. Was hast denn da alles? Naja, Kumbi. Wir sehen die eh nicht. Ist schon cool aus. Was gibt's denn da alles? Augenfarbe. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Schaut ziemlich zerrotzt aus. Nein, wir bleiben bei der, genau.
Augenbrauenfarbe. Was gibt's denn da? Irgendwas Schrilles, Buntes. Nö. Das? Nö. Was ist da? Nö. Das? Das? Das sieht man eh nicht. Aha. Aus Blau mach Weiß. Da bleibt nur über großer, grober, schöne Dinge halt. Schließen. Augenbrauen, Wimpern, Nase, das Gesicht, das lassen wir, das schaut relativ lieb aus. Cyberware. Na, da möchte, wenn es ist, schon ein bisschen Natürlichkeit haben. So, weil ich nehme mal an, unser Charakter wird im Laufe der Geschichte ausschauen wie... Ich weiß nicht, ich stehe privat, ich habe nicht mehr privat ein Tattoo, weißt? Wir werden das ausstellen. Piercing. Ja, das habe ich auch. So ein Spitz da. Das habe ich halt nicht, aber das habe ich auch nicht, aber dafür so ein Spitz, gell? Piercingfarbe, lassen wir so. Ja, hübsche Beißer lassen wir auch. Marke, Lippenstift, Make-up, Wangen, Schönheitsfehler, Fingernägel. Na ja, okay, können wir lassen. Was gibt's da? Komischerweise mit Tattoos kannst du mich gar nicht so ködern, weißt du, das ist absolut nicht meins. Weiter. Okay, Konstitution, das ist im Prinzip Charakterfertigkeiten. Jedes Attribut umfasst mehrere Fertigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fertigkeiten gewähren dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevanten Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Was super ist, haben wir es aber beieinander erst. Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft und dein Durchhaltevermögen. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Schrotflinten, leichten Maschinengewehren und stumpfen Waffen. Außerdem ermöglicht deine Konstitution es dir, manche Türen gewaltsam zu öffnen, Geschütztürme abzureißen und einschüchternde oder Solo-Dialogoptionen auszuwählen. Okay. Intelligenz. Ach Gott. 7 Punkte können wir vergeben. Warte mal. 1, 2. Für was haben wir die Reflexe? Ein höherer Wert bei gegnerischen Angriffen auszuweichen. Also auf gut Deutsch gesagt Beweglichkeit. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Klingenwaffen und erlaubt dir den Einsatz von fortgeschrittenen Manövern. Außerdem schalten Reflexe schlagfertige, aufmerksame Anmerkungen in Dialogen frei. Im Prinzip kannst du nichts falsch machen. Jeder macht es halt so, wie es er für richtig hält, gell? Coolness bestimmt deine Stealth- und Assassinenfähigkeiten. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Präzision und Scharfschützengewehren, ja, Handfeuerwaffen und Wurfwaffen. Außerdem ermöglicht Coolness dir, fortgeschrittene Stealth-Vorteile zu nutzen, sowie subtile, clevere Dialogoptionen auszuwählen. Wir nehmen da noch einen mehr. Aber also, das lokale Subnetz zugreifen. Wir werden es so machen. Ja, perfekt. So beginnt deine Geschichte in Night City. Ja, das freut mich natürlich. Konstitution, bla bla blub. Charakterhintergrund. Du bist durch die Badlands gezogen, das haben wir schon. Konstitution, bla bla blub. Bestätigen. Aufnäher entfernen. Sollte das Ganze jetzt ein bisschen zu leise sein, werde ich es
im... Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Ich werde es im Aufnahmeprogramm etwas anpassen. Dir sag es. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Joom. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeigen der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Night City in Cyberpunk zugreifen. Hab mich wohl geirrt. Kannst ja zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was eine Nomadin allein an der Grenze macht. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Läuft der Kompressor immer weiter. Gibt einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Steig in den Wagen. Da können wir uns ja nichts anschauen, gell? Ist da? Oh mein Gott. Wurscht, ich will ja die Story bzw. auch die Lore dahinter auch kennenlernen. So ist es ja wieder nicht, gell? Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte von Januar 2069 bis Juni 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den New United States of America und den Regierungen der Free States bezeichnet wird, ordnen ihn die meisten Experten als Konzernkrieg ein. Es ist wohl bekannt, dass die NUSA von Militech Hardware, Personal und anderen Ressourcen unterstützt wurden, während die Free States eine beachtliche, wenn auch stillschweigende Unterstützung von der Arasaka Corporation erhielten. Der Vereinigungskrieg ist auch als Metallkrieg oder als die Metallkriege bekannt, da in dessen Verlauf eine Vielzahl gepanzerter Kavallerieeinheiten Panzers zum Einsatz kamen. Die blutigste Schlacht des Vereinigungskriegs war die Schlacht von Ridgecrest. Innerhalb eines Tages verloren 3078 Menschen ihr Leben. Nord- und Südkalifornien bekämpften sich gegenseitig, die einen auf Seiten der Free States, die anderen verbündeten mit den NUSA, während Night City neutral blieb. Der Vereinigungskrieg endete mit der Unterzeichnung des Vereinigungsvertrags in Irvine, Südkalifornien. Beide Seiten beanspruchten den Sieg für sich, die Free States pochten auf ihre fortwährende Unabhängigkeit, während die NUSA damit prahlten, dass sie der Wiedervereinigung des gespaltenen amerikanischen Volkes näher denn je gerückt seien. Das Ende des Vereinigungskrieges bedeutete allerdings nicht das Ende der Konflikte. Die führende KI-Analyse-Software prognostiziert den Ausbruch eines weiteren bewaffneten Konflikts vor dem Jahr 2080 mit einer Wahrscheinlichkeit von 74%. Okay, also Krieg spielen für Anfänger, gell? Okay, da müssen wir noch einiges. Plektrum. Naja, sein Spiel zum Looten, gell? Kurzen Augenblick bitte. Wir müssen da kurz was anderes machen. Einstellungen. Das ist alles ein bisschen... Wir speichern hier mal. Perfekt. Ah, jetzt ist schon besser. Na, Purzi. Ah, da haben wir das nächste. Ich hatte euch gewarnt, bevor wir da ins Spiel gehen, werden wir das Ganze gemeinsam ein bisschen einstellen, gell? Steuerung. Controller. Belegung alternativ. Maus. Controller. Da. Warte mal. Wie schnell? Horizontal. Na, brauchen wir noch ein bisschen? Einstellungen. Und ja, ich weiß, aber das war sie zufällig noch im Tutorial
da jetzt da in dieser Geschichte, zu Beginn der Geschichte versäumen wir hier eh nicht viel. Verringerung der Zoom, erweiterte Optionen anzeigen. Ach du Scheiße. Erfasst Controller-Befehle einer Kurve. Ja, wir lassen das jetzt also mal so, bevor wir dann die zweite Episode machen. Bevor ich die zweite Episode mache, werde ich das Ganze anpassen. Und das ist die urheberrechtlich freie Musik. Na gut. Was gibt's da? Ein paar Schraubenschlüsseln. Ja, irgendwas stört mir aber trotzdem. Einstellungen. Grafik. Bewegungsunschärfe aus. Ja, schon bei Weitem besser. Okay. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Ich hab's dir gesagt. Meine Fresse. Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lange genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Hey Mike, wusste nicht, dass du Kundschaft hast. Ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, sie hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Keine Sorge, ich bleibe nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Du hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Eine Ausgestoßene unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay? Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Kein Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Ach, schön. Ob wir viel Auto fahren werden, das kann ich da nicht versprechen. So. Und wenn, dann muss ich an der Steuerung viel arbeiten, dass das so halbwegs hinhaut. So wie. Na, das ist ein Schrotthaufen. Na gut. So. Ja, dann eintreten.
Geh zum Funkturm. Ich hoffe, die Einstellungen so stören die nicht. Ich werde aber da bei Cyberpunk werde ich bei 40 Minuten bleiben, gell? Aufgrund der Größe des Spiels. Ich meine, die Hauptgeschichte, was ich weiß, hast du ja in knapp 30 Stunden durch. Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß ja ungefähr, wie groß diese offene Welt ist. Aber, ich bin echt schon gespannt. So, schwing deinen Arsch hinauf. Bin ja ehrlich gesagt einmal gespannt, wie oft wir verrecken werden. Den Fotomodus zu starten. Ah. Na holla die Waldfee. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Thumbnail nehme fürs ganze Spiel oder ob wir da mit dem Fotomodus arbeiten werden. Das weiß ich alles noch nicht, gell? Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy, schön deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da? Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willie. Hast was gut bei mir. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Wir werden uns bemühen, nicht mehr anzurufen, gell? Aber viel mehr kann er von uns auch nicht erwarten. So dann. Wahrscheinlich wird es so ein Spiel werden oder ein Let's Play, in dem ich mich sicher verlieren werde. Aber man darf gespannt sein. Tipps, Tricks gerne in die Kommentare. Aber bitte kein Spoiler von der Story. Bitte nicht. Das mag ich nicht. Weil da muss ich entweder die Kommentare deaktivieren oder denjenigen blockieren. Genießt das, schaut's mir zu. Ärgert euch, lacht's über mich, weil wenn ich zeitweise ein bisschen deppert bin. Aber bitte kein Spoiler. Dankeschön. So. Wo ist er denn? Mal schauen, ob das ein sympathischer Charakter ist, der Wie. Unser Wie. Und dann kommen diese Pisser von Sixth Street rein. 5 von ihnen. Die haben euch gefunden? Kein Plan, ob die uns gesucht haben oder ob das purer Zufall ist. Ich möchte was wissen. Warte mal kurz, wie ist denn das gegangen? Wir speichern da mal. Kann man mit dir reden? Nö. Kehre zum Wagen zurück. Achso, da ist er der Kiewer. Ne? Jo. Ja.
Gehe zum Treffpunkt. Ich hab mir gedacht, wir fahren. Naja. Wie ist denn das eigentlich in diesem Spiel mit dem Looten? Bist du da überladen oder nicht? Naja, wir werden es dann nicht sehen. Ich bin an dem Trottel schon vorbeigefahren. Wo muss ich her? Ja, das war verhungerte Hupen, ha? Ich weiß ja, dass es da auch schon was zum Plündern gibt. BZW zum... Was ist das? Nikola Sakura Verbrauchsgut. Wenn Liebe nicht reicht. Das sexy. Parfüm. Das war sie zufällig, dass in Night City überall diese Verkaufsautomaten damit umsteigen. Hallo, hallo. Ducken? Ah, okay. Oh, hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Natürlich. Glaube ich zumindest. Bist du... Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Na dann fang du zuerst an. Gebürtiger Encier. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Laden wir sie ins Auto. A huevo. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich miesgelaunter Hurensohn. Ja. Verdammtes Schwergewicht. Ich mein, ich mache jetzt kein Geheimnis draus, gell? Das wisst ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Also, wir los? Ja, gleich, Jackie. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr das eh. Ich bin ja eigentlich ein Fan von so Sachen, wenn sie so abgeranzt, dreckig und so Sachen sind, ne? Und auch dieses vulgären Humors etc. Da bin ich ja eher ein bisschen ein Freund davon. Also ich stehe ein bisschen drauf, wenn es ein bisschen rauer zugeht, gell? Und eins weiß ich, dieses Spiel ist, was das angeht, maßgeschneidert für mich. Kurzen Augenblick. Wir schauen, ob wir da was finden. Da finden wir nichts. Außer ein totgewichstes Scheißhaus. Genau. So. Fahre zur Grenze. Das machen wir aber erst in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, du hast diese erste Episode genossen. Baba dabei.